An diesem Dossier sicher eng ganz gut Neuigkeit, dass Koalitionsparteien lose men sie in ihrem ideologische Programme wahrscheinlich so hoffen mir verschiedene Fall Zeit wie ein Problem auf dem Land zu kümmern, das zum Beispiel der Schulmarsch, das der Wohnungsbau. Das sind die reellen Probleme. Wir wären froh, wenn die Steuerreform, wenn die Regierung loging an den nächsten Monaten der Jahre weisen, dass sie den Aufgaben auch gewusst, also nicht nur an ideologischen Reformen sich austobt. An diesem Projekt, den wir heute gesehen, Projekt von einer Konvention, da muss man feststellen, dass die Rhetorik über Trennung von Kirche und Staat, die man in den letzten Monaten der Jahre hören hatten von den Parteien, eigentlich nicht umgesetzt gehen. Wir freuen uns, wie Basis dann reagiert, ob das, was schlussendlich zurückgelten ist. Wir stellen fest, dass Kirchen, dort gesehen wir, dass Kirche weiter vom Staat bezahlt gehen, das ist sicher so, dass das Volumen, das Finanzvolumen zurückgeschraubt wird, den sich einfach der normalen Entwicklung vom Klerus, so wie der mal Blick ausgesät, uppasst. Es können noch weiter Konventionen aufgeschlossen sein. Ich erinnere mich noch auf viele Interventionen, die sich prinzipiell gegen Konventionen gedreht hatten. Als Trickbehalt können weiter Konventionen aufgeschlossen gehen. Parteien behalten die Rolle vom offiziellen Etat civil bei den Begriffnissen. Tut eng weiter Kultuskommunität als unerkannt gehen, nämlich die Muslimisch, die auch eigentlich der größte Gewinner ist von dieser Konvention. Das sind alles Sachen, wo die Rhetorik, die man in den letzten Jahren hören hatte, von den Gambia-Parteien nicht übereinstimmt mit dem Resultat, was hier verhandelt ging. Für allem ist auch wichtig, festzustellen, dass das Verhandlungsresultat überhaupt nicht kann und nicht darf umgesetzt gehen, solange die Konstitution nicht geändert gehen. Also wir können ja heute weder in Akkord gehen, nach Gesetzer stimmen, kein Akkord de Prinzip, noch kein Gesetzer stimmen, noch nicht umsetzen, was gegen die aktuelle Konstitution verletzt. Und noch wenn wir heute mit Stimmen von einer Majorität, die vielleicht die Sterne kennt, eine Deklaration d'intention machen, dass die Konstitution soll in einem bestimmten Sinn geändert gehen, da kann aber noch nicht gemerkt gehen, solange die Konstitution dann nicht geändert ist. Das heißt, den Text, den wir hier leihen, der bleibt ganz lange Zeit Papier. Er kann nicht umgesetzt gehen. Wir haben auch gesehen, höhere gestern, dass das Resultat von intensiven Verhandlungen gewesen wäre, ein Jahr lang. Aber da muss ich sagen, dass das Verhandlungsresultat nicht überzeugend ist. Das ist nicht ganz, das voller Lacunen. Es wird zum Beispiel nicht gesagt über die wichtige Rolle von der Communauté religiös, von der Kirchen am sozialen Bereich, am karitativen Bereich, am medizinischen Bereich, wo ja auch Alkeiers finanziell an anderen Aspekten mitspielen. Und dafür wäre es auch interessant gewesen, wenn noch die Aspekte hätte können belicht gehen. Es gibt über verschiedene religiöse Kommunitäten gut nicht gesagt, nämlich steht die nicht an der Konventionslogik von der Regierung sind, wie die Bahai oder eine Reihe von kleinen christlichen Kommunitäten oder auch über die muslimischen Kommunitäten, die nicht an der Schura sind. Überall die wird nicht gesagt, so als gingen sie nicht existieren. Sie aber auch haben ihre Probleme, auch sie haben ihre Relationen mit dem Staat und der Staat mit ihnen. An verschiedenen von ihnen sind noch vielleicht Probleme für Reisen am Alltag, wo man dann auch muss gucken, wie die Relationen mit ihnen können geregelt gehen. Es stellen sich auch Fragen, weil der Staat ja hier an dem Text, den dir proposiert, sich das Recht hält, religiöse Kommunitäten anzuerkennen. Das ist ja den Term, den der zurückbehalten hat. Da stellen wir uns allerdings froh, was sind dann Kriterien von einer Anerkennung? Die stehen hier nicht dran. Es wäre ja interessant, zu wissen, was dann an den Enden von der Regierung wären Kriterien, da muss eine Kirche, eine religiöse Kommunität erfüllen, für unerkannt zu gehen. Dann muss ich auch sagen, dass grundsätzlich der DDR die Vorstellung von Trennung von Kirche und Staat, so wie diese an ihrer Konvention vertritt, nicht teilt. Wir hatten immer gesagt, dass wir den wichtigen Rolle von der Kirche an der Religion und der Gesellschaft positiv anerkennen. Wir hatten nicht mit denen mitgeschaut, die Lot oder Kirchen den Prozess gemacht haben. Wir haben eine Trennung vorgeschlagen zwischen Kirche und Staat, den Interesse von der Kirche ging entsprechen, aber gleichzeitig den einzelnen Leuten viel mehr Rechte gehen. Die gleichzeitig die Leute gingen erlauben, ob ihrer Steuererklärung den Blick von sie bezahlen, selber zu dezidieren, ob sie wollen eine Kirche finanzieren, weil ja wie eine Kirche, oder lieber keine Kirche wollen bezahlen, wenn sie das eben nicht wollen, aus irgendeinem Grund. Und dafür aber lieber einer karitativen oder sozialen Organisation den Beitrag zukommen lassen. Das wird Freiheit gewirrscht über das italienische System vom Otto per Mille, dem wir die Leute proposiert hätten, und dem wir ihnen nach immer proposieren.
Aber wir sollen auch gleichzeitig hat man aber dafür gesorgt, dass Kirche hat können so funktionieren, dass die spirituell an einer Aufgaben diese Wöher holen, dass die auch hätte können weiter erfüllt gehen. Mit den Otto per Mille, das als das System für Freiheit die Mittelleute proposieren. Und auch was Finanzierung in die Kirchen angeht, sind ganz viel Frohe bei ihr nicht geklärt. Wie zum Beispiel mit einem ganz epinösen Dossier, der das die Finanzierung von religiösen Kommunitäten aus dem Ausland. Von dir einer gewisser Kommunität 300.000 oder 400.000 Euro geht, also kriege gleichzeitig Millionen eventuell aus anderen Ländern, da frage ich mich, wie soll der Staat sich dann dort so verhalten? An anderen Ländern in Europa wird darüber legiferiert. Die sind nur an einem Blick, wo da eine Konvention proposiert, an den wichtigen, an aktuellen Dossier nicht mal ausschwätzt. Die hat auch bei der Kirchenfabriken, wo mir prinzipiell so, und das gut, dass das System, denn das ist kompliziert, den wir da hunderte Kirchenfabriken, dass die soll reformiert gehen, mit die proposiert also weh, wo mir auch juristisch bedenken und nicht wissen, ob sich überhaupt über Gesetz ein Genre von Transfer de Propriété, wie nicht von Expropriation oder andere Sachen zu schwätzen, realisieren lässt. Hier sind ein ganz Reihe, merci Herr Präsident, hier sind ein ganz Reihe juristisch Unsicherheiten, auch wenn wir, wie gesagt, die Reform von der Kirchenfabriken grundsätzlich begrüßen. Der Religionsunterricht ist natürlich in anderen, weil die wahrscheinlich als Acquis betrifft, dass die soll mit der Moralaik auch aufgeschafft gehen, an durch einen einheitlichen, wie ihr nennt, Werteunterricht ersetzen. Da der bekennt sich klar zum Schwa. Das ist für uns ganz wichtig. Dat Mënschen, d'Älteren, Kanner, die Jungkleid können selber dezidieren, wie sie sinnfrohen an ihrem Leben willen ugoen. Aber wir wären eis dagegen. Wir wären eis dagegen, dass der Staat sich ummost, wie es heute der Fall ist, ein Monopol zu haben an der Wertevermittlung an der Gesellschaft. Das war gut an der DDR, aber wo die mal rüber war, die diktatorische System, und da wurde für die Leute eine Befreiung, eine Hoffnung, dass eben just an den zentralen Lebensfrohen mal ein Schwur möglich war. Hei Hummeren am auf aus ideologische Gründen. Der schwätzt von Neutralität. Mit dem muss wissen, dass Neutralität als auch eine Ideologie, die man näher wie die Religionen beschreibt, wie eine staatliche Neutralität zu proklamieren, erfrohen, wo vielleicht eine Neutralität nicht immer appropriiert, dass auch das als ein ideologischer Approach und soll nicht so werden, als wäre das ein vornehm Retenue, weil das nicht ein Deal wäre, so ist es nicht. Wir wollen auch Religionsunterricht, und das muss ich ehrlich auch so, wie dass wir können eine Kontrolle über Religionsunterricht ausüben. Lo an der öffentlichen Schule, da kann ich kontrollieren, was der Inhalt vom Religionsunterricht ist. Wenn aber die Communauté religieuse das nicht mehr an der öffentlichen oder nicht können an der öffentlichen Schule machen, da dann hier eine Infrastruktur machen, Sprachen, die nicht die sie in der öffentlichen Schule, dann entzieht sich Staat als Erkenntnis, als Kontrolle, auf wen Zustand an als Notbeschländer guckt, an sie verfolgt, versteht, dem misst das eine Warnung, sind wir nicht auf den doe Weg zu gehen, wie zu gucken, dass auch das Enseignement religieux eben just an die öffentliche Sphäre integriert wird, an einer Transparenz, an einer Offenheit, an einer Diskussion mit diesen Instanzen, das verhindert dir durch einen ideologischen Approach für den Religionsunterricht aus den Schulen rauszudrängen. Verhältnis zwischen, es sind eine ganze Reihe anderer Fragen, die da gar nicht ausschwärzt an dem Text, die aber den Verhältnis zwischen dem Staat und den Religionen essentiell betreffen. Zum Beispiel wird weiter darauf insistiert, dass das Zivilbeständnis muss für eine religiöse sein. Das ist für uns ein essentieller Faktor, eine Garantie von auf vielerlei Hinsicht für die Leute, vor allem für die Frauen, die bestört gehen. Wer mit einem klaren Verbot von einer parallelen Gerichtsbarkeit an gesellschaftliche Frauen, einer Scharia, hätte können verbieten, und das hat er auch verpasst. Für was nicht präzisiert, dass muss das Recht tun, am Kader von der Religionsfreiheit auch keine Religion zu haben oder die Religion zu wechseln. Ein elementaren Teil von der Religionsfreiheit, so wie wir sie verstehen. Auch das nicht annimmt. Für was will der Staat, der eine Trennung will, sehen, zwischen dem Staat und den religiösen Kommunitäten? Für was will er dann nach der Chef in einem Kult konfirmieren? Als das dann nach der Aufgabe vom Staat, wenn er nicht mehr in einer Konkordatslogik sieht, dass er so der Chef in einem Kult soll konfirmiert gehen, da froh mir als nur wegen Kriterien. Muss es dann zum Beispiel ein Lützeburger sein, muss ein Lützeburgisch schwätzen, das wäre Kriterien, wer ein Kriterien hält er dann? Ich meine, der Justizminister will mich vorstellen, meine ich. Ja, nee, dann ist gut. Ja, dann hat man zu zweit Impression.
Und dann hunn die Leute an den droit de recours van dat eng administrativdecision ass. Da vertecht dat am Artikel 2 dat dort écarté de l'organisation de la communauté tout membre an so weiter den sech net verschiedene Sachen hält. Wie soll dat da funktionieren? Wat geschiet mat Neibaute wo Kirchen an Moscheen? Ech erinnern du, dat Herr Büttel fir kurze nach gesot huet, will net dat van eng neue Kirch gebaut gët, dat eng neue Kirch nach kann Kirchturm kreien. Dat wär auch interessant wie ze wissen, wat dummer da ass. Und dann mat denfle noch wo iwwer Proprietäit vun de Kirchen. Mir hätte gerne einmal ein Inventär gemerkt, iwwer Kirchen, hier Kunstwerker, hier auch ihren immaterielle Wert, was sie bedeuten, wie die Lokalkommunitäten. Aber mir hätte gerne, dass es möglich bleibt, dass Renovation von den Kirchen auch staatlich subventioniert bleibt, weil dafür enorme Mittel, materielle Mittel nötig sind, wie die Kirchen können gut sein erhalten. Wir wollen nicht, wie am Ausland zum Teil der Fall aus an eine Situation kommen, wo die wertvolle Patrimoine kulturell den Kirchen DAX durchstellen, an den Verfall geraten aus Mangel auf finanzielle Mitteln. Wir wollen noch die Probleme net uschwätzen, die sech mat der Idee vun engem Iwergang vun enger Reihe wo Kirchen und an Proprietäit vun de Gemenge stellen. Die Gemengen, wann du eng Majoritéit zum Beispiel eng Gambia Majoritéit an enger Gemeng ass kann se Kirche lo forcéieren, die Kirchen ze desakraliseieren, an der wësse mir net, wat mat geschitt. Sie können der Spekulation immobiliär dingen, sie können Bistro gehen, sie können enger andere Religionsgemeinschaft zur Verfügung gestaltet gehen oder sie gehen aufgerat, mir erinnern uns nach und der Fall zu Daverding, der noch nicht lang hier ist. Auf jeden Fall war die Reise ein Zentralelement, dass die Kirchenstadt, die am allgemeinen rundherum ein Kirchsinn an Dignität bleiben. Wir können ja nicht auch dann Kirchenscher desakralisieren, das ist dann zu Gänge verlöscht. Und das sind aber auch wichtig Fragen, die da Herr Bodri, dat das deplacéiert, also eierlich gesot, das deplacéiert. Wir schwätzen ha iwwer Appppes Helleges an Dir schwätzt ha. Auf jeden Fall, wann mat de Kirche, wann du so verfolget, fir en sech kann firstellen, dat der mat verfolget van den gesäit, aé mat wé an Chalance ha iwwer so Sache geschwert gëtt, dann wësse man, dat man lo an eng Zeit komme vun emotionale Verletzungen, wo Verdross an noch für zu benutzen, das Risiko, wo Kulturkampf sich Münscher stellt, an den Schmengen, dass den Don Camillo und der Pepone hier im Land nach eine reelle Zukunft können haben. Wenn man das Fazit, Don Camillo, wenn das Fazit muss gezuget, dann will ich sagen, dass man hier keine richtige Trennung von Kirche und Staat tun. Das ist das Fazit, von dem wir da proposiert, und dass den Islam, die Communauté Islamique, de facto Gewinner ist von ihrer Proposition. Wir haben Freiheit an den Schulen, wir haben aber staatliche Monopolsprache auf Wertevermittlungen, wir haben 4 programmiert Probleme bei den Proprietätsfragen, und wir können sagen, wir stellen fest, dass die Kirche nicht mehr am Dorf bleibt, mit der zu riskieren, aufgerappt zu gehen. Eng froh dafür abzuhalten. Das ist erstaunlich, dass die Religionskommunität mat Munchen, von dem Partei drasteht, konnten d'accord sein. Das zum Teil der Kontra von dem, was sie lange Zeit behaupten, und für das sie angetreten sind. Als Angst ist, dass, weil sie materiell nicht so schlecht wegkommen sind, dass da Konzessionen gemacht sind an den anderen Referendumsfragen. Also hauptsächlich beim Ausländerwahlrecht, was ja verschiedene von den Kommunitäten religiös hier am Land stark betrifft. Aber wir werden auch an der Hinsicht, an dem Gedanken auch genau verfolgen, welche Diskussion an den nächsten Wochen am Main sich an dem Bereich verlebt.